Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück und heute hoffentlich wieder besonderes Glück, weil ihr könnt euch wahrscheinlich ans letzte Video erinnern. Da ist uns ja die Drohne in den Baum geflogen, einfach so, ohne dass ich irgendwas gemacht hätte. Nee, Spaß beiseite, das war ja wirklich richtig doof. Heute zweiter Versuch bei den Trollefossen. Es ist morgens um 9, wir sind quasi die Ersten, die auf sind. Wir haben gerade zusammen mit den Hasen gefrühstückt. Da ist einfach einer rausgehoppelt aus dem Wald und hat sich neben uns hingesetzt und ein bisschen rumgemümmelt. Also wirklich ein wunderschöner Platz. Steffi macht sich gerade noch bereit. Und danach machen wir uns auf zu diesen Trollefossen und schauen uns das Ganze jetzt nochmal in Ruhe an, nicht so wie gestern. Ja, schön seid ihr mit dabei. Heute geht es weiter durch Schweden, Trollefossen und vielleicht auch Arctic Circles. Ich würde mal sagen, wir tun jetzt einfach so, als wäre das alles im letzten Video oder für uns gestern nicht gewesen und beginnen die ganze Wanderung nochmal von vorn. Darum gibt es auch die ganzen Infos nochmal, obwohl letztes Mal waren das ja noch nicht so viele. Also wir sind hier bei den Trollefossen. Das ist eine der größten Stromschnellen in ganz Europa und die erstrecken sich über 800 Meter. Also wirklich ein sehr imposantes Naturschauspiel, mega spannend, mega schön. Und wir sind noch so früh dran, dass wir quasi ganz alleine sind. Mit dem Drohnenflug, ich glaube, da sind wir einig, da warten wir noch ein bisschen. Wir genießen jetzt erstmal das alles vom Boden aus. Darf heute nicht fliegen, habe Flugverbot. Darum gibt es jetzt die Bilder von Steffi von oben. Irgendwie kann ich es ja verstehen. Wir sind zurück von unserer kleinen Morgenwanderung, war ganz schön, also wirklich hammermäßig. Und das Coolste ist, wir sind nun auch frisch geduscht, dank unserer neuen Sommerdusche, die wir eingerichtet haben. Ich zeige euch die mal schnell. Ich weiß gar nicht, ob wir die euch schon mal gezeigt haben, aber auf unserem Dach haben wir jetzt so ein schwarzes Rohr installiert und das hat sich heute Morgen, es war schon 25 Grad, als wir aufgestanden sind, ganz schön aufgewärmt und als wir jetzt zurückgekommen sind, konnten wir draußen duschen. Das ist doch mal ein Luxus. Wollt ihr mal noch ein Video sehen, wie wir das Ganze hier montiert haben? Wir haben dazu extra noch ein Video gedreht. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob wir das mal noch hochladen sollen. Das ist wirklich ganz eine coole Sache. Das heißt, wir sind jetzt wirklich frisch geduscht und machen uns jetzt auf den Weg Richtung Arctic Circle. Bist du bereit? Jupp. Kann losgehen. Auf was hoffst du heute? Rentiere und Elche. Mal schauen. Immer das Gleiche. Los geht's.
sind ja immer noch auf der E45 unterwegs. Das ist die Hauptverbindungsstraße zum Arctic Circle und ich glaube auch zum Nordkap, oder? Fährt man hier durch, genau. Und das kann dann schon mal sein, dass man auf eine Schotterstraße gerät. Und das 8 Kilometer lang. Das ist wirklich die einzige Hauptverbindungsstraße und die ist unbefestigt. Ich glaube, das erlebt man so auch nur in Schweden. In Rumänien haben wir das, glaube ich, auch mal erlebt und in Serbien, aber sonst schon speziell. Wir sind jetzt noch gut 39 Minuten weg von Jokkmokk. Das ist dann der Ort, wo dieses Arctic Circle Center steht. Und ja, wir sind gespannt, wie es da aussieht. Erst müssen wir jetzt noch diese Schotterpiste bewältigen, oder besser Karl muss sie bewältigen. Aber klappt ganz gut, oder? Ja, die ist total flach, hat keine großen Löcher drin oder so. Das klappt gut. Steffi hat heute wieder mal das Steuer übernommen. Und ja, wir melden uns. Wir haben es geschafft, wir haben den Polarkreis erreicht, den 66. Breitengrad und darauf freue ich mich eigentlich, seit wir losgefahren sind auf unsere Europareise. Und jetzt, ihr seht es, diese Tafel, die kennt ihr wahrscheinlich alle, schon ein spezieller Moment, oder? Absolut. Gibt es von jetzt an nur noch Polarbären und vielleicht... Jetzt haben wir nicht mal Rentiere gesehen. Eins haben wir gestern gesehen. Ja. Jetzt gibt es da oben irgendwie noch ein Zertifikat. Jetzt gehen wir das Ganze mal anschauen, machen einen kurzen Rast und machen natürlich Selfies und fahren mit dem Auto durch und alles, was dazugehört, weil das ist wirklich ein ganz spezieller Moment, für mich zumindest. Und ja, cool. Und was darf natürlich nicht fehlen, wenn man hier am Polarkreis ist? Wir haben uns ein Zertifikat gekauft mit dem Namen Komme Fast Tour drauf. Es muss natürlich einfach sein, hat uns gekostet 4,50 €, aber ist natürlich eine richtig coole Erinnerung an unseren Besuch hier, weil eben für mich ist das wirklich ein ganz, ganz spezieller Moment. Darauf habe ich richtig hingefiebert und ich fand es richtig schade, dass wir gestern noch nicht hingefahren sind. Aber jetzt sind wir da und jetzt stehen wir unter dieser legendären Tafel und haben ein Zertifikat in der Hand. Ich weiß noch gar nicht, wo wir das hinhängen sollen. Ist noch ein Ort, wo wir es sicher nicht einfach so mal aus Versehen im Schlaf runterholen. Ja, irgendwo bekommt auf jeden Fall einen ganz speziellen Platz. Und Steffi darf jetzt für einmal euch wieder mal so ein bisschen ein paar Details erzählen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber jetzt gibt es die geballten Infos zum Polarkreis. Obwohl der Polarkreis in den Karten ja immer als fixe Linie eingezeichnet ist, ist das eigentlich nicht die Wahrheit. Weil ihr seht es hier auf dieser Karte, der ganze gelb gestrichelte Bereich, irgendwo in diesen 180 Kilometern, liegt der Polarkreis. Und der wird jährlich neu bestimmt, weil der Polarkreis gibt an, wo man um Mittsommer, also das ist wieder das Mittsommerfest in Schweden, oder? Wo der südlichste Punkt ist, wo man an Mittsommer noch Mitternachtssonne hat. Das ist der Polarkreis. Und wir überfahren jetzt diese Linie, aber ich denke, da wir ja doch schon deutlich über Mittsommer sind, dass wir halt noch ein bisschen weiter nördlich gehen müssen, bevor wir dann hoffentlich wirklich auch noch die Mitternachtssonne erleben können. Und was ist die Mitternachtssonne genau? Ja, das sagt der Name, glaube ich schon. Sonne um Mitternacht. Aber das hatten wir doch schon fast nicht. Hat es nie gereicht? Nein, die Sonne war immer unten. Die geht so um 10:30, 11 rum, ist sie in letzter Zeit untergegangen. Wir hatten noch Tageslicht, ja, aber die Sonne an sich, die stand halt nicht mehr am Himmel oben. Das ist der Unterschied. Also nicht einfach Tageslicht, sondern wirklich die Sonne ist noch da um Mitternacht. Das heißt, wir suchen ab jetzt die Mitternachtssonne. Ja, für das müssen wir jetzt aber schon ein bisschen vorwärts machen, weil das ändert sich ja natürlich mit den Jahreszeiten immer wieder. Und jeder Tag, der verstreicht, der lässt sozusagen die Mitternachtssonne, diesen Kreis, eben diese Grenze, immer weiter nach Norden hochziehen. Bis, und wir wissen das ja alles, im Winter dann gar keine Sonne mehr hier in den höchsten Norden kommt.
Man kann übrigens mit seinem Camper auch am Polarkreis übernachten. Das kostet mit Elektrik 14 Euro, ohne Elektrik 10 Euro. Bei uns ist jetzt erst Mittag, das heißt, wir fahren noch weiter, aber man könnte theoretisch hier übernachten. Und richtig cool ist auch, es hat hier noch eine kostenlose Entsorgungsstelle, Frischwasser und Abwasser. Und wir leeren jetzt unseren Tank, weil wann hat man das schon mal am Polarkreis gemacht, oder? Richtig cool. Jetzt fahren wir schnell rüber, entsorgen alles und dann gibt es noch ein kleines Fotoshooting und dann geht die Reise auch schon weiter. So, wir haben Wasser mit dabei vom Arctic Circle. Jetzt kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Richtig cool. Jetzt machen wir noch ein paar Bilder und dann geht die Reise auch schon weiter. Und ja, ich denke, das ist so ein Ding für Bucketlist, oder? Jetzt können wir hinten dran Haken machen. Arctic Circle besucht. 2 Daumen nach oben. Nach dem Regen scheint die Sonne, so zumindest sagen wir das in der Schweiz. Nach dem Regen scheint die Sonne. Wir haben gerade einen richtigen Regenschauer hinter uns, haben kurz Pause gemacht, etwas zum Mittag gegessen und jetzt soll es hier in Jokkmokk, immer noch dieses coole Wort, ein Samenmuseum geben. Wir schauen uns jetzt das Ganze mal an. Der Tipp kam auch von euch und ja, vielleicht lernen wir hier noch ein bisschen was über die Kultur. Schließlich müssen wir uns ja auch informieren. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dieses Haus, genauso etwas Ähnliches haben wir heute Morgen schon gesehen. Das habe ich gefilmt als Schnittbild. Ich blende euch das noch mal kurz ein. Und wir wissen jetzt auch, was es ist. Es ist sozusagen eine Vorratskammer, wo man Kleider und so weiter früher und auch heute immer noch darin lagert. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen drehen, dann sehen wir noch sozusagen ein Fischerhaus. Das ist ohne irgendeinen Nagel gemacht, weil man früher nur eine Axt zur Verfügung hat. Es hat drin auch eine Grillstelle. Ihr seht, oben ist es offen, dass der Rauch abziehen kann. Und das haben vor allem die Fischer genutzt, um sich warm zu halten, während sie fischen waren. Echt imposant anzuschauen. Haben wir auch gesehen, genau so eins ist auch heute. Stimmt, haben wir auch gesehen. Das, nicht mehr in so gutem Zustand. Aber ja, aber wundert mich auch nicht, weil da ist ja wirklich das Fischerparadies beim Trollefossen. Da hatten wir ja auch jetzt gestern und heute sehr viele Fischer gesehen. Und da passt das natürlich perfekt hin, weil es genau auch für die Fischer gemacht ist. Jetzt schauen wir mal da hinten weiter, da wächst irgendein Haus noch aus dem Gras. Ihr kennt uns ja, normalerweise machen wir nicht solche Sachen, Museumsbesuche und so weiter und so fort. Aber das hier wurde uns sehr groß empfohlen und wir haben uns im Voraus auch schon ein bisschen schlau gemacht. Und wir bereuen es auch jetzt nicht, dass wir gewesen sind. Es kostet 90 Kronen pro Person, dann kriegt man so eine Broschüre, die gibt es in ganz vielen verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch. Und dann geht man von Raum zu Raum und kann so viel erleben. Wir sind einzeln durchgegangen, weil wir haben einfach unterschiedliche Interessen. Aber es war wirklich spannend, sehr interaktiv, sehr lehrreich, sehr unterhaltsam. Also für dieses Museum gibt es 2 Daumen nach oben. Und dazu gehört übrigens ja auch noch ein Garten, der liegt etwas außerhalb. Und ich weiß nicht, wollen wir da auch noch hin, oder? Ich glaube, das war's, oder? Hab's mir gedacht, dass ihm das reicht. Aber es ist echt cool. Zum Schluss gibt es auch noch so ein bisschen quizmäßig etwas. Also es macht echt richtig viel Spaß. Also sieht von drinnen besser aus als von draußen. Das muss Auf man jeden wirklich Fall. sagen. Und also, es ist echt riesig. Ja, es lohnt sich auch von meiner Seite absolut. Stand. Die liegen dort und chillen da. Wir kennen sowieso alles. Ah, schau, da hat es auch ein weisses. Rentiere, Rentiere, so viele Rentiere. Mach mal langsam.
Das war der letzte Flug für heute mit dem Bienchen. Wir haben wieder einmal einen absolut herrlichen Stellplatz gefunden, mitten in der Natur, direkt an einem See. Und es hat nicht mal so viel Stechmücken. Ist echt angenehm. Ihr habt es gesehen, die Sonne, die steht eigentlich immer noch hoch am Himmel, kann man das so sagen. Ist immer noch ziemlich hell. Ob es jetzt heute bis zum Mitternacht oben bleibt, das müssen wir mal beobachten. Aber für euch ist jetzt hier Schluss. Wir haben heute schon einiges erlebt. Wir waren beim Arctic Circle und ja, alles zusammen. Es war richtig, richtig schön. Ihr seht es, auch der Norden, der hat richtig viel zu bieten. Darum einmal mehr. Europa ist geil. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann geht es weiter in Richtung Norden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, Abo unten wie immer oder hier auf der Seite. Und ja, bis dann. Schönen Tag, Mittag, Abend und bis nächstes Mal.